Hallo, das ist Vatalio und willkommen zurück zur weiteren Folge Let's Play die Inner World, der letzte Windmönch auf Schweizerdeutsch. Okay, ich bin ja da schon seit ein paar Folgen so ein bisschen im Spekulieren, ob das so die letzten Folgen werden sein. Ist bei den letzten 2 Folgen noch nicht der Fall gewesen. Vielleicht wird das die letzte Folge. Wir werden es herausfinden. Okay, wir waren letztes Mal noch bei den Wachen dort gewesen, haben das Banner gespannt, aber das Banner hat natürlich nicht gehabt. Für das brauchen wir die Hackernadeln, wo wir die Tacker füllen können und das antackern. Und ich habe mich noch gefragt, ob wir jetzt hier in den Müllschacht hineingehen, zum Emil ins Büro und irgendwie mit der Laura interagieren, ob die uns irgendwie helfen kann oder so. Das werden wir jetzt herausfinden. Ja, ich habe wirklich das Gefühl, es kommt langsam einem Ende zu. Also, es sieht sehr irgendwie so ein bisschen nach der letzten Welt, nach dem letzten Level aus, hier, wo wir uns so ein bisschen begeben. Ja, finden wir es raus. Okay, Laura scheint nicht mehr da zu sein. Das ist doof, aber das Büro von Emil ist auch jetzt leer, wo der Emil steht jetzt im Rednerpult. Das heisst, wir können hier interagieren. Und wir haben hier ein Regal. Irgendjemand hat den ganzen Kram im Regal festgeklebt. Aber warum? Okay, das heisst, wir können das Zeugs wahrscheinlich auch nicht wegnehmen. Das kann hier bleiben. Ah, das brauchen wir wahrscheinlich in dem Fall gar nicht. Okay, wir haben den Basilenkopf. Laura hat den Basilen tatsächlich hergebracht. Und sie hat ihn voll ins Büro von Emil hineingejettet. Okay, können wir interagieren mit dem Das Ding? kann hier bleiben. Das funktioniert nicht. Okay, die Büste vom Oh, Conroy. nicht er schon wieder. Aber hey, Robert, wir sind stolz auf dich. Du hast die Stimme vom Conroy. Du bist die Stimme vom Conroy losgeworden. You're amazing. Das schleppe ich nicht mit. Okay, verständlich. Robert hat die Therapie von dieser Stimme erfolgreich selber gemeistert. Und da kann Robert wirklich stolz auf sich sein. Okay, was haben wir da noch? Was ist das da? Glas mit Ballon. Wenn wir das echt mal mitnehmen? Okay, was haben wir jetzt da? Wir haben ein Glas. Das bringt uns wahrscheinlich nicht wirklich viel. Und schauen wir mal, was das macht. Leer. Aber er will es nicht aussprechen. Und wir haben einen Ballon. Sehr sympathisch. Das ist nicht wirklich die Ernst, oder? Wenn wir mit dem irgendwie interagieren. Okay. Jetzt haben wir einen aufgeblasenen Ballon. Ich lasse die Luft erst einmal wieder heraus. Und wir können die Luft wieder rauslassen. Aber sehr wahrscheinlich, wenn wir ihn aufblasen lassen. Vielleicht können wir irgendjemanden verklüpfen, indem wir irgendwie das Windrad in den Ballon hineinstecken. We don't know, okay. Kochkäfer. Die Kochkäfer glühen, obwohl ich sie nicht beleidigt habe. Nope, das bist nicht du gewesen. Das war Emil gewesen. Schauen Da wir lasse mal, ich lieber interagieren. die Finger von. Doesn't work. Das Bild vom Conroy. Wollen wir das mitnehmen? Wozu soll ich das brauchen? Können wir nicht. Schauen wir mal schnell an. Schauen, was er sagt. Nicht er schon wieder. Ja. The same wie bei der Büste. Was können wir denn im Fenster? Emil redet und redet. In dieser Hinsicht steht der Conroy in nichts nach. Okay, von hier aus sehen wir einfach die Conroy-Statue von hinten, so wie es aussieht. Und oben im Fenster hat es irgendein so ein... Ah, das ist ein Tierli, was sich irgendwie von Dilly auf und abseilt. Das habe ich gar noch nicht zuerst gecheckt. Das ist herzig irgendwie. Emil redet und... Ah nein, ich werde mit dem Fenster interagieren, wenn das geht. Ich nehme lieber den Müllschacht. Ja, okay, I see. Viel mehr scheinen wir hier innen nicht können zu machen. Okay, aber ich habe eine Idee. Wir haben doch in der letzten Folge irgendwo das Ding ins Kirchens reingesteckt, das Windrad, so irgendwo so bei einem Lüftungsrohr. Vielleicht können wir ja dort irgendwie den Ballon reinstecken und das bläst dann auf und dann platzt er und vielleicht verklüpft dann irgendwie die, wo das Ganze überwacht, wo sie vielleicht irgendwie meint, dem Conroy sein Kopf sei geplatzt. I don't know, oder wir füllen ihn einfach mit Wasser. Das könnte natürlich auch möglich sein. Wenn ich das unter die Öffnung halte, Scheint nicht zu funktionieren, aber das Einmachglas? damit kann ich sicher etwas Wasser abschöpfen. Jawohl. Wir haben noch keine Ahnung, für was dass wir das brauchen. Wir können ja mal das Wasser einfach so grundlos da Warum sollte ich das tun? No, doesn't work. Okay, können wir da nochmal mit dem Onkel Bull Hallo reden? nochmal.
Oh, Sie sind es. Wie geht es Ihnen beiden? Der ist irgendwie auch nicht Er ganz verzählt dicht. sich um eins. Seltsam. Tja, aber was Ticks und Macken angeht, kommt er in Asposien damit nicht mal unter die Top 5. Ah, okay, Ich habe unter Note. dem Windbrunnen alte Noten gefunden. Oh, da werden Erinnerungen wach. Ich habe ewig keine Musik gemacht. Nicht. Ihr bekommt sonst Ärger. Ich sitze im Gefängnis und bin kurz davor, hingerichtet zu werden. Ich mache jetzt Musik. Okay. Oh. Okay. Onkel Hallo Obol. nochmal. Oh, Sie sind es. Runterlied. Was für ein schönes Lied. Ja, nicht wahr? Es ist das Einzige, an das ich mich noch erinnere. Ah. Okay. Können wir vielleicht mal runter zum Brunnen gehen und vielleicht das Runterlied pfeifen? Und dann pfeift er das auch mit, wo er das ja auch kennt. Und er hört es dann durch einen Schacht. Maybe. Let's try. Scheint nicht zu funktionieren. Hallo? Oboe scheint mich nicht zu hören. Warum denn auch nicht? Was können wir denn machen, dass er uns hört? Irgendwo das Windrad reinstecken. Ich sage das Brettballon. Einmachglas mit Wasser. Rätselhilfe! Es zeigt uns nicht mehr an als letztes Mal. Das ist doof, ne? Das ist jetzt doof. Was machen wir denn mit dem Lolli? Ja, keine Ahnung. Okay, du denkst, den Ballon können wir aufblasen. Einmachglas mit Wasser in den Ballon hineinfüllen. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Okay, probieren wir doch nochmal die Theorie aus, da oben, wo ich ja letztes Mal habe überlegt habe, ob das möglich ist, dass wir den Ballon dort irgendwie über das Rohr tun, wo es hat ja wie, eben das Windrädchen hat ja zum Blasen gebracht. Das heisst, vielleicht kommt dort Luft raus. Let's check that. Ja. Es ist nicht ganz einfach und das die Rätselhilfe hier nicht mit uns mitspielt, ist mega gemein. Okay, Halterung, Ballon. Nein, jetzt ist nicht die Zeit, um rumzualbern. Doesn't work. Und wenn wir den Ballon aufblasen? Maybe jetzt? Ich glaube nicht, dass das funktioniert. No, okay, das funktioniert nicht. Was machen wir denn mit der Rätselhilfe? Hilfst du uns wirklich nicht mehr? Nope. Die Rätselhilfe hilft uns effektiv nicht mehr. Lanze? Ich glaube nicht, dass das funktioniert. No. Sie haben den Platz abgesperrt. Okay, nerven wir doch nochmal Frau Schmitz. Kann ich euch vielleicht eine Frage stellen? Nein, die Leute fragen mich immer das Gleiche. Oh, und was? Okay. Warum tun sie mir das an? Was habe ich getan, um das zu verdienen? Der Oh. Klassiker, was machen sie in meinem Badezimmer?
What the Oh, fuck? naja, vielleicht sollte ich einfach... Ja, vielleicht solltest du einfach. Ich fühle mich merkwürdig zu ihr hingezogen. Vielleicht habe ich ja einen bestimmten Typ. Ja, wo der Conroy vielleicht immer so assi zu ihm war, Hallo findet er jetzt nochmal, das attraktiv. Eure Majestät. Ich hätte nur eine kurze Frage wegen der Monitore. Du willst doch bestimmt das nächste Windnachten zusammen mit deiner Familie feiern, oder? Ja, mit meiner Familie wäre schon schön. Dann geh besser weiter, bevor ich mir dein Gesicht merken kann. Oh Gott, irgendwie Jetzt. funktioniert das nicht. Da fällt mir ein, ich habe noch was zu erledigen. Da hinten, da. Okay, nochmal mit dir talken. Hallo, das sind aber tolle Monitore. Hör zu, Kleiner. Es gibt 2 Arten, wie das hier läuft. Okay, das haben wir schon gehabt. Ich glaube, Okay. Irgendwie müssen wir doch dort in die Halterung können. Können wir echt das da hier, das Windrad, kombinieren mit dem Ballon? nein, jetzt ist nicht die Zeit, um rumzualbern. Können wir das Windrad mit dem Lolli kombinieren? Ja! Und jetzt können wir nämlich den Ballon dran kleben, oder? Das könnte Spaß machen. Bringt aber nichts. Vielleicht können wir sie hypnotisieren, wo der Lolli so eine Form hat. I don't know. Ja! So, jetzt Nice. kriegt keiner mehr was mit. Sehr nice. Okay. Überwachungspuls? Das tue ich lieber nicht. Okay, Frau Schmitz. Ich möchte lieber nicht stören. Jawohl, okay. Wir haben sie hypnotisiert. Der aufblasene Ballon. Können wir den mit der Wache kombinieren? Wir müssen zuerst ein bisschen mehr da drüber stehen. Oh, das sieht interessant aus. Nimm das nicht. Wir dürfen doch nichts besitzen. Doesn't work, Also hä? ich trage immer total viel mit mir herum. Emil sagt, interessante Sachen verderben den Charakter. Okay. Andere Idee, die ich noch habe, es muss ja irgendetwas mit diesen Rohr auf sich haben. Unter den Brunnen. Vielleicht können wir irgendwie vielleicht können wir dort bei diesen Abflussrohr Emil sein Gesicht vom Ballon her tun, dass der andere das Gefühl hat, er muss für uns Liedli pfeifen, wo wir geben ihm dann irgendwie Befehle. Finden wir das doch raus. Die Frage ist, wie bekommen wir die Tacker aus diesem Brett raus? Logischerweise hat es Kohlenkäfer oder Glühkäfer oder wie die heissen. Vielleicht können wir dort echt das Holz verbrennen. I don't know. Ich würde sagen, das probieren wir doch mal. Aber zuerst schauen wir schnell, ob wir da den Ballon da rein tun. Warum sollte ich das tun? Nope, doesn't work. Okay. Wir verbrennen einfach das Brett. Und dann sollten wir eigentlich die Dinger haben und könnten das antackern und könnten dann eigentlich, glaube ich, schon den Emil zum Niesen bringen. Dann wär's das eigentlich schon. Aber es muss ja irgendwie noch etwas mehr geben. Aber ich habe noch keine Ahnung, was das wird sein. Okay. Zuerst mal jetzt hier das Brett. Verbrennen. Hui, nur die Tackernadeln haben überlebt. Und jetzt löschen wir das Ganze mit dem Wasser. So, hier kommt ein bisschen Abkühlung. Ja. Sogar in einem mit abgekühlt. Und wir haben Tacknadeln. Die kommen in die Tacker rein. Gefüllte Tacker, geladene Tacker, okay. Das heisst, jetzt können wir das eigentlich schon machen, so viel ich weiss. Und der Emil mit dem Niesbau verabschießen.
Was ihn nicht zum Niessen bringt, was macht, dass seine Nasenabdeckung weggeht. Und dann ist es ein Tod. Und dann gibt es auch irgendwie noch ein Geheimnis dort unten, wo man irgendwie... Ja, vielleicht kommt das so gar nicht. Vielleicht passiert dort auch einfach gar nichts. Mit dem Onkel Obol. Finden wir es raus. Finden wir es raus. Ah, geht wieder ein kleiner Krott im Haus. Ich nehme schnell einen Schluck Wasser. Ja, okay. Weiter geht's. Wir gehen zurück da rauf und machen genau das mit dem Katapult. Eigentlich wäre es gar nicht so schwierig gewesen. Man muss einfach halt ein bisschen denken. Ein bisschen denken. Ein bisschen denken macht Spaß. Dann ist die Welt voller... weiß nicht was. Das hat sich sogar gereimt. Okay. Machen. Noch einmal bewegen bitte. Jawohl. Hallo. Wache 576 meldet sich zum Dienst. Wache 576 Das können wir meldet eigentlich sich. überspringen. Das kennen wir ja schon. Gar nicht. Ich. Okay. Jetzt heisst es durch. Das Lanzen. Banner ist abgefallen. Ich würde es hier noch einmal anknoten. Okay, Na andere klar, Heil Emil. Dialog. Warum denkst du, das hält jetzt besser als eben? Ich probiere Dinge einfach so lang, bis sie gehen. Okay. Geladener Tacker. Let's go. Ich tacker das Banner mal fest. Gute Idee, dann fällt es nicht ab. Heil Emil. Jawohl. Sehr schön. Jetzt müssen sie das nur noch auseinanderziehen. Hey, ist doch nicht so wichtig. Ihr macht beide einen tollen Job. Danke. Ja, dank best. Okay. Und ab dem Moment, wo sie es auseinandergezogen haben, wenn wir das Säckchen dort rein tun. Ist es das? Ihr beaufsichtigt also die Vollstreckung? Jawohl. Wir passen auf, dass alle voll... Das wollt hast. Ah, jetzt haben sie es natürlich nochmal verändert, okay. Ihr könntet doch... Na, oh, Ich muss schnell sein. Gotta go fast. Ja, noch nicht. Und jetzt geht's. Let's hallo. go. Wache 5, 7. Wer von... Ich. Gar nicht. Wo? Okay, sehr, sehr nice. Und jetzt habe ich das Gefühl, wenn wir das Ding einfach so rein tun, dann würde die Wache blöd tun. Also kicken wir das da hier da rein. Warum sollte ich das Niespulver umfüllen? Andererseits... warum sollte ich nicht? Genau. Vielleicht, weil der Ballon noch aufgeblasen war? Okay. Sehr nice. Wir haben jetzt... Okay, komischerweise kann ich das Inventar nicht mehr auftun. Und ich kann nicht mehr drücken. Ich kann zwar noch da über switchen mit dem, aber jetzt hat das Game irgendwie jetzt erstmal, glaube ich, ein Lag, dass das hier nicht mehr geht. Also würde ich sagen, nach einer kurzen Unterbrechung, ich gehe schnell ins Hauptmenü und komme wieder zurück daher, bin ich gerade wieder zurück. So, und da wäre ich schon mal, und in dem Fall heisst es jetzt, der Ballon mit Niespulver da ins Banner reinspannen. Was, wenn das Pulver im Ballon bleibt? Ich sollte das Pulver in etwas umfüllen, das leichter kaputt geht. Ich habe nur diesen einen Versuch. Okay, etwas, was einfacher kaputt geht, in dem Fall tust du das einfach wieder auseinandernehmen. Oder du tust noch aufblasen, I see. Und jetzt? Was, wenn der Ballon nicht platzt? Ah, Ich sollte das Pulver in etwas umfüllen, das leichter kaputt geht. Ich habe nur diesen einen Versuch. Ich Da? lasse die Luft lieber wieder heraus. okay. Jetzt tun wir das kombinieren. Und wieder zurück.
Okay, Tüte mit Niespulver. Dann verbrauchen wir den Ballon vielleicht einfach auch gar nicht. Let's go. Ich könnte das Banner als Schleuder benutzen. Ja! Wenn ich Emil mit dem Niespulver treffe, erfahren alle, dass er eine Flötennase ist. Ja! Hey, Wachen! Bitte einmal die Lanzen gut festhalten. Hä? Du hast den Zivilisten gehört. Jetzt haben Tu, wir was da er sagt. Hunger irgendwie ein Fail. Das ist da noch das Inventar. Ah, nein, okay. Ups! Oh, Ein Attentat! no! Ein Attentat! No! Findet den Verräter! Haltet die Augen offen! Schnell weg hier! Oh. 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 Oh no. Robert kann nicht zielen. Er kann nicht zielen. Okay, ganz ruhig, Robert. Plan B. Okay, aber Nein, jetzt... nur Loser haben einen Plan B. Ich brauche einen besseren Plan A. That's right. Okay, aber jetzt ist hier Zeugs runtergefallen. Conroys Kopf. Den können wir irgendwie mitnehmen. Und hier haben wir einen Lautsprecher. Den können wir auch mitnehmen. Schlauchende. Der Schlauch führt direkt zu Emils Rednerpult. Okay, können wir da irgendwie den Kopf dran machen? Das wird nicht klappen. Wir können mit Luft füllen und dann dran bringen. Rein theoretisch sollte es nicht funktionieren, weil es ja nicht Helium ist, aber Ich könnte Emil dadurch anpusten. Aber was sollte das bringen? I don't know. Ich kann Emils Gesicht auch nicht mehr sehen. Aber ich brauche den Ballon noch. Okay. Das hat nichts zu sagen. Okay. Ich würde sagen, wir gehen rauf und tun jetzt den Lautsprecher irgendwie dort oben rein, dass vielleicht der andere Dude für uns irgendein Liedchen pfeifen kann und das könnte dann vielleicht irgendetwas machen. Let's see. Let's find out. Ich glaube, wir sind wirklich sehr nah am Ende von dem ganzen Game hier. Also würde ich sagen, wir ziehen ihn doch gleich durch. Falls nach dem natürlich noch etwas anderes kommt, dann ziehen wir nicht durch. Abflussrohr, Lautsprecher reinkicken. Das könnte passen. Ja. Jetzt kommen wir nämlich von Dunger. Nein, da muss ich... Ah, nein. Hier, unter den Brunnen. Jetzt können wir nämlich von Dunger mit dem Onkel Luboe reden. Weiss aber noch nicht genau, was das macht. Und lustigerweise haben wir ja immer auch noch Conroy Kopf. Der Conroy Kopf, aber ich habe keinen Plan, was der machen wird. Okay, Abfluss kommen. Oboe? Ah, junger Freund. Jawohl. Ich dachte schon so bei mir, die Stimme in meinem Kopf klingt aber heute freundlich. Okay, der hat wirklich Ich bin nicht drin. Ich hab's geschafft. irgendwelche Wirklich? Struggles. Ich habe bis zuletzt gedacht, dass ich das Ganze nur geträumt habe. Okay, mach mal das Runterlied. Was für ein schönes Lied. Ja, nicht wahr? Es ist das Einzige, an das ich mich noch erinnere. Und jetzt heisst's, der Kopf irgendwo machen. Irgendwo befestigen, dass es nicht blockiert. Vielleicht können wir jetzt das Uferlied vorpfeifen, dass er das dann auch kennt. Nein, es scheint immer noch nicht zu funktionieren. Können wir an das Ding da irgendwie dran gehen? Schlauchende. Ich könnte Emil dadurch anpusten. Aber was sollte das bringen? Okay. Dann kannst du draufblasen Ballon an das Schlauchende tun. Haben wir das nicht schon ausprobiert? Ich könnte Emil dadurch anpusten. Nope. Irgendwie nicht, okay. Schlauchende.
Also wisst ihr was? Rätselhilfe! Versuche nochmal, Emil zum Niesen zu bringen. Das mit dem Niespulver war keine schlechte Idee. Was wäre ein guter Ersatz? Steinstaub verarbeiten. Ah. Okay. Und dann die Ballon füllen. Yes, und zwar der Conroy-Kopf. Ich mache heute schnell eine ganz kleine Unterbrechung. Ich muss schnell auf die Toilette gehen. Das gibt es eigentlich relativ selten, aber das kommt natürlich auch vor, da ich ein Mensch bin und manchmal auf das WC muss. Und ich bin gerade zurück. Und zack, da bin ich schon wieder, okay. Jetzt geht es darum, dass wir irgendwie den Emil-Kopf zu Stein verarbeiten. Zu Steinstaub, besser gesagt. Aber wo? Vielleicht hier? Wir pfeifen das Liedli rauf. Er pfeift das Liedli runter. Jawohl. Das wird funktionieren. Onkel Oboe. Hallo nochmal. Oh, Sie sind es. Was für ein schönes Lied. Okay, jetzt müssen wir irgendwie schnell nicht sein. wahr? Es ist das Einzige, an das ich mich noch erinnere. Okay, let's go. Ja. Oh, es harmoniert sehr schön miteinander. Sehr schön. Wow, der Steinstaub kitzelt in der Nase. Oder es ist meine Conroy-Allergie. Ja, das wird funktionieren, das wird es sein. Let's go. Ballon. Füll mit Das war Steinstaub. doch jetzt geraten, oder? Okay, zuerst den Ballon entleeren. Ich lasse die Luft erst einmal wieder heraus. Oh, ist schon eine schöne Melodie hier am Laufen. Das heisst, wir sind auch wirklich jetzt gegen dem Ende. Oder ist es schon die ganze Zeit gelaufen? Das war doch jetzt geraten, oder? Nein. Nasenschoner? Naja, dann könnte ich... Obwohl, nein. Hä? Wir können wahrscheinlich einfach so... Ja. Kombinieren? Oh mein Gott. Leute. Ja, darin ist der Staub sicherer aufgehoben. Leute, das wird das Ende. Das wird das Ende und das ist das letzte The Inner World Game. Das heisst, es wird schon gleich fertig sein. Den wir da aufblasen. Tja, warum sollte ich den Ballon eigentlich nicht aufblasen? Jawohl. Und jetzt heisst es, den Ballon hier dran befestigen. Das könnte funktionieren. Ah! Ich denke, vielleicht müssen wir irgendwie noch machen, dass der Ballon platzt, aber nope. Leute, das ist das Ende. Oh mein Gott. Eine bekannte Ära. Conroys Ära. Eine Ära Oh mein der Gott. Ordnung und Regeln und Sicherheit. In der niemand von uns allein ist. In der niemand zurückgelassen wird. Conroy zu Ehren soll heute allen Flötennasen ein Ende gesetzt werden. Er möge wieder Er ist eine Flötennase. Ach du meine Nase. Ich wusste es. Ich habe es die ganze Zeit gewusst. Stimmt, das hätte ich auch schon. Es funktioniert. Oh mein Das Gott. ändert nichts. Gar nichts. Ich bin nicht wie Sie. Ich bin ein Asposer. Ein Conroyalist. Ihr müsst verstehen. Nein. Ich bin auf eurer Seite. Wir haben einen gemeinsamen Feind. Wache, schupft die Flötennase in den Brunnen. Sie schießen ihn aber. Oh nein, heute stirbt niemand. Flötennasen, spielt, was das Zeug hält. Auf mein Zeichen. Okay, sie retten ihn sogar noch.
Oder? Ja. Und jetzt? Du bist also Emil. Bist du derjenige, der Conroy ermordet hat? Oh, ermordet ist so ein Ja. hartes... Wir sind da. Ja, Aber wenn du selbst eine Flötennase bist, warum hast du sie dann alle? Ich bin vielleicht mit Löchern in der Nase geboren worden. Aber ich habe mich dafür entschieden, normal zu sein. Mich an die Regeln gehalten. Ich habe eine Familie gehabt. Eine, die mich wollte, nicht ausgesetzt hat. Ach du meine Güte. Ich glaube, ich weiß, wer du bist. Okay. Du wurdest nicht ausgesetzt. Meine Mutter hat mir immer die Geschichte vom Brunnenkind erzählt. Ein kleiner Junge ist vor Jahrzehnten in den Windbrunnen gefallen und nie wieder aufgetaucht. Die Dynastie ist weit in den Brunnen hinabgestiegen und hat dich jahrelang gesucht. Wir dachten, du wärst tot. Ich habe immer geglaubt, das wäre ein Märchen. Meine Mutter wollte nicht, dass ich auf dem Brunnenrand Seil springe. Ich wurde nicht ausgesetzt? Das erklärt diesen seltsamen Traum, den ich immer wieder habe. Ich träume, Dieb. dass ich ein kleiner Junge bin und in einen Windbrunnen falle. Ist also kein Traum, nur. macht Sinn. Was machen wir denn jetzt mit ihm? Wir sollten ihn... Wir werden ihn nicht umbringen. Er gehört zur Familie. Das stimmt nicht. Ich bin nicht wie ihr. Was sollen wir tun, Euer Gnaden? Ich bin keine verdammte Flötennase. Ich bin normal. Bringt ihn zum Schweigen? Bringt ihn zum Schweigen. Hui, erster Befehl. Liebe Asposa, es ist an der Zeit, dass ihr die Wahrheit erfahrt. Let's go. Es gibt keine fliegenden Windgötter. Die Basilen waren von Conroy gebaute Maschinen, um Angst unter den Leuten zu schüren. Und mit diesen Maschinen hat er die Flötennasen versteinert. Die Flötennasen beschwören diese Monster nicht. Sie beschwören den Wind. Sie bringen uns das Leben. Sie sind die rechtmäßigen Herrscher Asposiens. Der Verrückte hat recht. Das ist die Wahrheit. Darum habe ich beschlossen, dass in Zukunft ich die Regierung übernehme. Mein Name ist Okay. Confucius. Und hier ist, was ich glaube. Ich glaube, wir sind alle eine große Familie. Ah, schön. Das klingt doch eigentlich nicht schlecht. Flötennase, versuchst du schon wieder vor deiner Verantwortung abzuhauen? Hören wir doch erst mal, was er zu sagen hat. Robert will nicht. Eine kann ich Familie, die von einer dreieckigen Murmel abstammt, die aus dem unendlichen Erdreich kommt. Okay. Ich glaube nicht an die Realität. Ich glaube, wir alle sind ausgedachte Figuren in einer unmöglichen Welt. Das Game Ich bricht glaube, die vierte es gibt Wand. mindestens 4 von mir, die hier irgendwo rumlaufen. Einer Fourth ist böse wall. und ich bin mir nicht sicher, ob ich es bin. Ich habe es schon 2-mal geschafft, eine Kaktee mit einem Wulluff zu kreuzen, damit diese länger Wasser speichern können. Okay. Meine erste Mission als euer neuer Herrscher wird es sein, eine Leiter zu erfinden, die das Rad ersetzt. Okay. Stopp! Und wer bist du? Ich Jetzt, bin der rechtmäßige, Komm schon. Er ist der wahre König von Asposien. Gern geschehen. Jetzt musst du's nicht selbst sagen. Oh. Los jetzt, Junge. Schwing dein Hintern ans Pult und lass die Leute hören, was du zu sagen hast. liebe Asposa, ich weiß, die letzten Jahre waren nicht einfach.
Das waren sie für meine Familie auch nicht. Das muss ein Ende haben. Wir können uns nicht mehr hassen. Wir können uns nicht länger vor der Welt verstecken. Es wird Zeit, dass wir uns alle kennenlernen. Mein Name ist Okario Boe III. Und mein Vater war der König über die Flötennasen und die Windbrunnenwächter, bevor Conroy ihn ermordet hat. Wisst ihr was? Ihr solltet euch einfach selbst jemanden aussuchen, der euch regiert. Ich weiß, ich würde es mir gerne aussuchen. Was tust du denn da? Genau das Richtige. Bis ihr jemanden gefunden habt, den ihr gerne als Anführer hättet, kann ich das übernehmen. Was sagt ihr dazu? Ich nominiere meinen Nachbarn Henker. Der leitet immer seine Gießkanne. Der wäre bestimmt ein guter Herrscher. Ich nominiere mich. Warum? Ich wäre wirklich, wirklich gerne König von Asposien. Ich finde, das hört sich gut an. Er hat meine Stimme. Oh Gott, diese Vollidioten haben dich nicht verdient. Aber ich bin froh, dass du es geschafft hast. Ich bin stolz auf dich. Danke, aber dein Plan war besser. Wäre ich nicht so feige gewesen, hätte ich auf dich gehört. Du konntest ja nicht wissen, wie fanatisch Emil ist. Nicht so fanatisch wie ich. Niemand ist so fanatisch wie du. Ich bin auch stolz auf euch. Okay, Danke. sie Du steht kannst ja jetzt loslassen. auf die Laura. Libretta? Einen kleinen Moment noch. Na Obviously. komm, Flötennase. Zeig mal, was du als König so drauf hast. Hat da irgendjemand gerade Geld fallen lassen? Okay. Okay, also zuerst mal wirklich. Applaus für das Spiel. Es hat mir sehr gefallen. Es sehr geniessen, das Spiel zu spielen. Es nicht besser und auch nicht schlechter gefunden als das Ace. Ich habe die Story hier extrem interessant gefunden. Es hat coole Rätsel auch gehabt. Die Rätsel sind auch nicht schwieriger oder einfacher gewesen. Ich habe es einfach wirklich ein Hammerspiel gefunden, muss ich sagen. Und auch der Schluss ist schon wie im Ace. Es ist irgendwie auch hier wieder so herzerwärmend und einfach so Und ja, ich finde, die Story ist wirklich Hammer. Absolut. Ja, wie ihr wisst, ich bin nicht der mit dem besten Wort für so einen Schluss von einem Game. Ja, ich habe es cool gefunden, dass es hier Plots hatte. Hat es ja, glaube ich, im Ace hat es so gehabt, genau. Das finde ich, das macht das Game auch recht cool. Dass so unerwartete Sachen passieren dann gegen Schluss. Ja, und wir haben es geschafft, Emil zu stürzen und sind fertig mit dem Spiel und mit dem Fall mit der gesamten die Inner World Reihe. Ja, das wär's gewesen. Das Let's Play die Inner World, der letzte Windmönch auf Schweizerdeutsch. Hat wirklich Spass gemacht. Wiederholungspotenzial ist so ein bisschen jedem Point-and-Click-Games. Man hat es halt dann eher schon draussen und es ist dann nicht mehr so challenging und die Story kennt man halt auch schon. Aber trotzdem ein Hammerspiel. Ein wirklich Hammerspiel. Ich habe noch da schnell kurz Informationen, was in 3 Tagen wird passieren. Nämlich in 3 Tagen, an der Stelle, wo jetzt das Spiel hier gelaufen ist, das Let's Play, wird vorübergehend zuerst mal kein Spiel mehr laufen. Es wird kleine Änderungen geben in Zukunft, aber da kommt dann schon gleich ein Infovideo raus. Das Infovideo wird kurz nachdem wir das Let's Play Resident Evil 8 Village, das glaube ich noch am Laufen ist, ich weiss nicht ganz, ich bin da ein bisschen im Voraus, wird kurz nach der letzten Folge von Resident Evil 8 rauskommen. Und dann werdet ihr dort informiert, wie es dann weitergeht hier auf dem Kanal, wie das Ganze auch wird aussehen. Ja, genau.
Ja, ich hoffe, euch hat das Let's Play auch gefallen. Es war mal etwas anderes, die Point-and-Clickerei. Und ich hoffe, ihr habt es auch geniessen können, ein bisschen miträtseln und ja, hat auch Spass gehabt zum Zuschauen. Ich habe Fun gehabt und ich hoffe doch, dir auch. Thanks for playing. Ja, thanks for making this beautiful game. Okay, dann würde ich sagen, ist genug gesagt für heute und ja, dann würde ich mich in diesem Moment bei euch verabschieden. Ich sage merci vielmals fürs Zuschauen, habt Sorge und bleibt gesund und bis gleich. Tschüss!